Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Ages. Hätte ich fast vergessen. Wir sind letztes Mal, haben wir uns verarschen lassen von unserem Schicksal. Und damals gehen wir mal noch schauen, was da oben so auf uns wartet. Euch muss ich jetzt echt nicht besiegen. Wo muss ich da? Keine Ahnung, wo ich da hin muss. Da wahrscheinlich nicht, ja. Aber dann gehen wir mal. Ups. So. Ah, fuck. Okay, das ist wieder der Raum mit dem coolen Ding da. Dann mal so. Hopp. Und wir gehen natürlich nach links. Und schießen dann nochmal ab. So. Mal schauen, ob wir jetzt da irgendwie gegen kommen. Oder ob wir schon vorne gegen gekommen wären. Oder was weiß ich. Ah nein, da haben wir freigesprengt hier. Dreifach Fu, what the fuck? Okay, also was ich noch sagen, wir haben das letzte Mal freigesprengt, wo wir in der Vergangenheit waren. Und da ich werde mich verarschen. Gut, dann machen wir das Ganze halt nochmal. So, plopp. Da über. So. Fuck you. Plopp. So. Ich finde es cool, dass sie das gemacht haben, dass man quasi so Vergangenheit und Gegenwart miteinander verknüpft in einem Dungeon. Du Scheiß Hand! Hör doch auf in mir spawnen. So. Das ist jetzt wieder das. Wow. Gar kein Rätsel oder so. Da kann man immerhin ein bisschen aufladen. So. Ein riesiges Rätsel. Und die hasse ich auch, weil die tun sich nicht bremsen lassen. Dann gehen wir noch mal schauen. Wenn wir jetzt da reingehen, dann landen wir wieder da oben. Okay. Jetzt müssen wir da noch mal ein bisschen abgrasen. Jetzt frage ich mich, was ist da? Da ist eine Kiste. Wie kann man mal die Kiste annehmen? Wenn wir unten durchgehen, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann habe ich ja bis jetzt alles richtig gemacht. Okay. Gehen wir mal runter und nach links. Und da wartet sicher wieder so eine Kackmumie auf uns. Ja. Stirb, danke. Aber wir kommen immerhin an die Kiste an. So. Und was ist denn ein Schlüssel? Wir sind in der Gegenwart, oder? Brauchen wir nochmal einen Schlüssel? Wir bräuchten für die Vergangenheit einen Schlüssel. Ist mysteriös, mysteriös. Okay, gehen wir da wieder auffüllen. Tot, leben. Gut. Brauche ich die Vase für irgendwas? Ich glaube nicht, aber egal. Tot. Oben, Schlüssel. Da unten durch. Wo genau durch? Fuck, aber wir haben ja schon alle Herzchen voll. Okay, so. Und so. Und so. Und so. Hey, es läuft fast ein bisschen zu geschmiert. Also, für das, wie es schon einmal läuft in so Dungeons, ist es schon ein bisschen mysteriös. Aber jetzt kommt, wahrscheinlich kommt jetzt der Zwischenboss. Was cool wäre, wenn der Zwischenboss quasi quasi Nachfolger vom Boss wäre. Weißt du, so Vergangenheit, Boss und Gegenwart, der kleinere Nachfolger, der nur noch als Miniboss durchgeht, das wäre voll lustig. Okay. Ich bin Vire. Verans. Ist das S gewesen? Verans ergebener Gefährte. Wie ich hörte, versucht jemand, Veran aufzuhalten. Dabei bist du nur ein Kind. Prima, mit dir werde ich fertig. Denkst du das nur? Ah, du nervtötender Knirps. Na warte. Wo kommst jetzt du?
Tot. Und... Nervensäge, mir reicht es. Nun ist Schluss. Okay. Also immer du willst. Aua. Kannst du nicht einfach mal so an mich ankommen? Danke. Gut, du hast es nicht anders gewollt. Was genau? Mir noch kein... Fehl. Ah, ich muss für die Überschätzung meiner selbst zahlen. Aber ich werde Veran hiervon berichten. Ah, du bist der Boss. What the fuck? Aber immerhin haben wir jetzt ein endcooles Item. Ich finde das Item so cool. Also wirklich. Jetzt erstmal muss ich euch besiegen. So. Jetzt noch viel. Gut. Alle Dinger kaputt machen, wenn wir es können. Und jetzt müssen wir da Bomben und so. Zwar. Fuck. Okay, das ist zu wenig. Das ist zu viel. Fuck. Komm schon. So. Und jetzt. Holen wir uns das Item. Du erhältst den Nixon-Anzug. Nun kannst du tief tauchen. Drücke Steuerkreuz, um zu schwimmen. B, um zu tauchen. Und A, wenn du Gegenstände einsetzen möchtest. Okay. Würde ich sagen. Können wir auch. Also. Ja. Irgendwo hat es doch noch tiefes Gewässer gegeben. Nicht? Ich weiß nicht, ob es da war oder... Also wenn es da irgendeinen Schatz gibt, dann wäre er sicher angezeigt. Hoffe ich mal. Da gibt es zum Beispiel tiefes Gewässer. Jetzt können wir nämlich tauchen. Oh, geil. Und... Ah, genau, ich muss ja... Ich kann nicht einfach auf dem Steuerkreuz bleiben, ich muss so schwimmen halt. Du erhältst einen Ring, lass ihn später schätzen. Die Wellen, die wir da auf dem Bild sehen, die sind absichtlich, also das ist nicht einfach ein Grafikfehler. Ja, Martha! Ich will gerne das Viech wegmachen, aber egal. Also das Portal, weil vielleicht kann ich den so. Oder so. Oh schon. Gib mir dann. Fuck! Wieso ist der scheiß Traktor da oben? Ah! Ah, so ein Kack. Und ich komme gar nicht da. Okay, egal. Ciao! Sammel du die Züge, ich gehe in die Vergangenheit. Okay. Jetzt haben wir die X-Boss besiegt. Und ich muss es so schön ernst. Okay. Also ich kann jetzt nicht mehr einfach in eine Richtung drücken. Ich muss jetzt wirklich so flup, 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 immer wieder in die gleiche Richtung drücken. Okay. Wir gehen einfach mal wieder dort hin, wo wir am Anfang waren. Also dort oben. Jetzt. Aber. Danke. Na Gott, ich habe den Hits gegeben. So. Und euch zünden wir an. Fail. Gut. Und dich zünde ich auch noch an. Gut. Und dich zünde ich auch noch an. So. Du explodierst. Gut. Und der andere ist auch explodiert. Hey, das läuft ja wirklich am Schnüren. Oder wie am Schnüren. Wie man so schön sagt. Ja, wenn ich jetzt aber richtig laufe, wäre das noch viel besser. Okay, laufe, Hau doch ab. Du hast eh keine Chance. So. Gut. Dann machen wir jetzt da nochmal das gleiche mit dem coolen Somaria-Stab. Wieso das der Somaria heißt, weiß ich auch nicht. Hat sicher irgendeine Bewandtnis im Zelda-Universum, aber ich weiß nichts davon. Und du, hau auch gerade ab. So. Jetzt so und so. Das Herzchen, das wir nicht brauchen. Immer dann, wenn wir es nicht brauchen, finden wir Herzchen und sonst nicht. Das ist auch ein bisschen doof. Okay, so. Flup, flup, flup. Und jetzt sind wir wieder da.
Und jetzt können wir da so. Boom. So. Aua. Du schießt einfach viel zu schnell. Ich wüsste. Gut, jetzt machen wir wieder da. Und dann nach links, nach oben, nach rechts, nach oben, nochmal nach links, nochmal oben, nochmal nach rechts, nochmal oben. Und wir sind durch. Gut. Und jetzt kann man nämlich dort wieder schön schön tiefe Gewässer gehen. Getauchen. Das Tauchen muss ich mich wahrscheinlich zuerst wieder ein bisschen gewöhnen. Weil es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man halt so in die jeweilige Richtung muss drücken. Oh Gott. Okay, da kommen wir noch nicht durch. Gehen wir da durch. Kann ich dich kaputt machen, ohne dass ich einen Stromschlag bekomme? Ja. Okay, 30 Rubin. Und mehr geht's da unten nicht, ne? Geht da fast. Oh Gott. Okay, wir können immerhin gegen die Strömung schwimmen. So. Jetzt sind wir da an. Aua. Aua. Es ist halt nicht so einfach. Oh Gott. Muss ich die jetzt alle da drauf packen, oder was? Ah, okay, den halt. Mach ich so. Und. Ah, mit B. B kann ich noch auftauchen. Okay, so. Zack. Und du kommst erst mal hinterher. Dann kommst du da hinterher. Du kommst da hinterher. Gut. Zum Glück ist nicht irgendwas mit Krügen oder so, weil die gehen so schnell kaputt. Hure fragil. Okay, kann ich dich von da aus? Nein. Aber so. Gut. Und dich nehme ich so. Da noch so eine. Und dann kann ich einen nach dem anderen schön dort ablecken. Wenn ich treffe. Was ich jetzt gerade mache, ja. Dann da so. Ich frage mich mal, wer denkt sich die Rätsel aus? Also ich meine. Es ist ja schon nicht. Also. Jetzt, es gibt natürlich zwei Möglichkeiten, also zwei Gedankengänge in die Richtung. Wer denkt sich die Rätsel aus? Da. Im Zelda-Universum. Und wer denkt sich die Rätsel aus? Schust. Also so in echt. Kann ich. Nein, kann ich nicht. Schnell, 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 schnell. Danke. Also, weil im Zelda-Universum, wer denkt sich einen Dungeon aus, der so schön aufgeht? Dass ich quasi einfach schön kann durchgehen und immer die Schlüssel brauchen, die ich, immer bekomme, die ich brauche. Und all so Zeug. Ich frage mich, kann man Unterwasserbomben benutzen? Das würde mich so wundern, aber es geht aus viel da. Das Ding da. Es geht aus viel. Bitte da hinten zum Haufen. Ja, ich muss es anlegen. Und ich habe kein Ding bedingseln. Schade. Sehr, sehr schade. Dann tauchen wir halt wieder auf. Und gehen mal da rein. Was haben wir denn da? Nochmal einen Schlüssel. Ich mich verarschen. Da haben wir raten, ohne den komme ich nicht weiter. Okay. Wo genau jetzt denn noch unten? Irgendwo muss es einfach nochmal einen Schlüssel haben. Wo ich ankomme. Oh Gott, okay. Und zwar mit meiner neuen Nixerkraft. Da wollen wir mal schauen, würde ich sagen. Bomben haben ja zum Glück noch genug. Leider sterben die nicht durch Bomben, das finde ich sehr schade. Gut. Gehen wir runter. Und ich würde sagen, ich speede das Ganze wieder ein bisschen auf.
So, wir sind wieder da. Und wir sind endlich dort, wo wir vorne waren. Da habe ich gemeint. Ich dachte, das sei in der Gegenwart, aber es war in der Vergangenheit gewesen. Und jetzt schwimmen wir halt wieder ein bisschen gegen rum. Möglichst ohne da reinzukriegen. Das finde ich cool. Dass es nicht einfach Löcher sind, sondern dass man wirklich sieht, wie das Wasser dorthin abströmt. So, jetzt machen wir das kaputt. Ich frage mich, kann man unter Wasser? Nein, nicht mit B. Nein, kann man nicht. Das heißt, die kann man wirklich nur kaputt machen, wenn man das Level 2 Schwert hat. Das setzt fast voraus, dass man in dem Stadium vom Spiel schon das Level 2 Schwert hat. Da bin ich aber auch ein bisschen gewagt, hey. Du, eine Qualle da. So. Dann gehen wir da so. Gut. Genau da habe ich gemeint. Wohin geht. Ah, da. So. Gut. Was muss ich jetzt machen? Hör auf. Du stirbst ja schon mal an. Ich würde gerne über die Löcher können schwimmen, aber leider ziehen die mich sehr ab. Würden die drauf schiessen? Das ist gut. So, jetzt haben wir da einen Schlüssel. Foto stellen. Kleiner Schlüssel! Yay! Gut. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Jetzt haben wir alles. Bis auf den Boss. Und der ist wahrscheinlich auch wieder unter Wasser. Super. Ja, dann gehen wir jetzt wieder zurück zum Boss. Mal schauen, was da drinnen ist. Nicht gescheit auf alle Fälle. Das ist der gleiche Dungeon. Einfach in alt mit Wasser. Und in neu ist er austrocknet. Voll geil. Okay. Leider kann ich nicht schneller schwimmen, das finde ich auch ein bisschen scheiße. Gut. Dann würde ich doch sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich fange mal noch zum Bossraum zurück. Und ja, man sieht sich dann. Tschüss!